Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde, vom wahrscheinlich kusseligsten Campingplatz von ganz Dänemark. Das haben wir euch im letzten Video ja schon gezeigt. Da hat sich alles um Ribe gedreht, diese wunderschöne kleine Stadt. Wenn ihr es verpasst habt, dann findet ihr das Video wie immer hier oben. Wir packen zusammen den Kaffee, den hatten wir schon. Es geht weiter in Richtung Norden von Dänemark. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle mit dabei seid. Los geht's! So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Und weil es jetzt einfach ein bisschen zu kuschelig war an diesem Stellplatz vorhin, sind wir zugefahren und jetzt sind wir auf so einer Halbzunge, die heißt Skallen. Und, Halbzunge? Jetzt sind wir auf so einer Halbinsel, auf so einer Landzunge. Ah, das... Skallen, wie gesagt, der Parkplatz hier ist gut erreichbar. Ich würde sagen, wir laufen los. Ja, ne? jetzt schauen wir mal über die Düne, was uns da hinten erwartet. Ja, wir haben den Rucksack gepackt mit allen Leckereien, die wir so brauchen für ein kleines Frühstück. Warten hier durch den Sand. Ich meine, was gibt Schöneres als so einen Freitagmorgen? Und dann schauen wir da vorne zusammen mal über die Düne. Karl, der parkt da unten, alles sicher verstaut. Ab zum Strand. Und ja, das ist Steffis Sonnenbrille, das habt ihr richtig gesehen. Meine hat ihren Dienst quittiert, oder besser, ich habe sie aussortiert, weil sie einfach zu kaputt war, und darum trage ich momentan Steffis Sonnenbrille. Und wenn ihr euch immer fragt, warum ich so oft eine Sonnenbrille trage und immer so viele Fragen, weil das nervt. Ich habe echt ein Problem mit der Helligkeit, mir macht das immer sehr Probleme mit den Augen, darum trage ich so oft eine Sonnenbrille. Ich bin einfach lieber im Dunkeln. Das tut meinen Augen irgendwie besser. Das ist die Erklärung, warum ich so oft eine Sonnenbrille trage. Aber ich hoffe natürlich, ich habe bald wieder eine eigene. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Das war's. Der Badespaß ist vorbei, obwohl im Wasser waren wir ja gar nicht. Warum waren wir nicht im Wasser? Ich war bis zu den Knien drin. Das zählt nicht als Baden oder Schwimmen. Doch, das ist mehr als du warst. Auf jeden Fall sagen wir Danke an Annika Jordan für diesen Tipp. Dank dir sind wir hier nach hinten gefahren auf diese Halbinsel. Und mir hat es sehr gut gefallen. Irgendjemand anderem war es tierisch langweilig. Ja, das war mir jetzt viel zu langweilig. Aber es ist schön, und wir hätten definitiv nicht so einen feinen, schönen Total fein. Sandstrand erwartet. Weiß. Ja. Schön. Also ihr seht wirklich mega. Schön. Ja, die Reise geht weiter. Weißt du schon wohin? Auf dem Weg als nächstes liegt eigentlich Blaubeerkuchen. Blaubeerkuchen, da ist auch ein Tipp von euch. Ich würde sagen, wir schnippen uns dahin, oder? Schnippst du mal? Das können wir machen.
Und jetzt geht es zum Blaubeerkuchen. Ja, hoffentlich gibt es heute Blaubeerkuchen. Also ist übrigens nicht so, dass wir den ganzen Tag nur essen. Es ist ja am Strand auch noch ein bisschen Zeit vergangen. Und wir haben dazwischen auch noch ein Scrabble gespielt. Da hat leider die Kamera nicht mitgespielt, weil Speicherkarte voll. Naja. Alle Speicherkarten, die wir auf die Schnelle hatten. Aber egal, die sind jetzt wieder bereit. Ihr seht es, ihr habt wieder ein Bild. Und jetzt geht es da hinten ins Farmcafé. Mal schauen, das war auch ein Tipp von euch. Weißt du gerade noch, wer uns den... Nein, nicht. Das sage ich nachher. Gut. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just... Gibt kein Blaubeerkuchen, leider. Das ganze Café ist voll besetzt, es hat keinen Platz mehr frei und es hat 2 Tische reserviert. Wir haben gefragt, ob wir da schnell ein Stück Kuchen essen können. Wir wurden sozusagen abserviert. Das ist für uns natürlich dann sowieso kein Thema, dass wir da bleiben. Naja, es ist sicher nicht der letzte Blaubeerkuchen auf unserer Reise, darum fahren wir jetzt weiter irgendwo ans Meer und hüpfen da noch rein, weil es ist richtig heiß. Vielleicht können wir noch schnell ergänzen, dass das von Deutschen geführt ist und entsprechend natürlich auch deutsche Backkunst gibt. Der Parkplatz, der ist auch ganz schön voll mit deutschen Kennzeichen. Ja. Also ich denke mir, der Kuchen, der sah wirklich lecker aus. Der war sicher auch sehr lecker, aber ist jetzt nicht unbedingt dänische Spezialität. Ja, und ist jetzt nicht wirklich ein Geheimtipp, sondern eher ein bisschen ein Touristenort. Und ja, so ist es. Hätte aber auch einen kleinen Stellplatz dazu. Also wer das gern mag, der kann hierher kommen. Aber bei uns war es jetzt voll. So ist das. Steffi hat alle Infos von hinter der Kamera gegeben. Jetzt fahren wir weiter. What I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Ja, ich habe immer noch keine neue Sonnenbrille, aber so schlecht sieht sie eigentlich gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob ich sie vielleicht behalten soll. Das ist meine! Scheiße, das hat sie gehört. Auf jeden Fall haben wir den ersten Stellplatz für diese Nacht gefunden. In Dänemark ist das wieder so eine Sache. Es ist ja absolut verboten, frei zu stehen. Ja, da muss man sich jeweils zu helfen wissen. Wir haben jetzt hier einen Stellplatz gefunden, der ist ausgewiesen auf Park 4 Night, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann zwar nicht baden gehen, aber wir sind fast alleine. Es hat nur ganz wenige andere Camper und vor allem haben wir ganz liebe Nachbarn, neben denen wir schon letzte Nacht gestanden sind. Also passt eigentlich alles. Zum Glück haben wir einen Platz. Es wird jetzt ein bisschen diesig. Wir hoffen, es kommt nicht regnen. Dieses Video, das war ein bisschen kurz. Wir haben heute nicht so viel erlebt und vor allem haben wir keinen Kuchen gegessen. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber darum haben wir für euch jetzt noch ein Highlight und zwar die 2 YouTuber, die wir euch versprochen haben von der Abenteuer Allrad. Einmal sind das Maura und Lukas von Never Stop Exploring und wie heißen die anderen, Schatz? Du weißt Pascal und Dominique was? von Step by Step Traveler. Genau, und die 2 möchten wir euch heute vorstellen. Die machen beide auch YouTube. Wir haben mit denen gesprochen, eine Roomtour gemacht und erst gibt es jetzt die Roomtour von Maura und Lukas. Hi, wir sind Maura und Lukas von Never Stop Exploring und das ist Otto, unser Landy. Ja, zu Otto kam es etwa 2014, wo wir in Island waren, noch ohne Otto. Und da haben wir festgestellt, wir brauchen ein Auto, wo wir überall hinkommen. Denn der Leihwagen, ein kleiner Polo, hat uns doch ein bisschen beschränkt. Und so kam es zum Otto und wir zeigen euch jetzt mal, wie das alles so innen drin aussieht. Ist noch ein bisschen spartanisch, aber es funktioniert. Wie ihr gleich sehen werdet, ist Otto gerade im Fahrzustand, nicht im Schlafzustand. Also hier vorne haben wir so ein paar grundlegende Sachen verändert. Unter dem Fahrersitz ist momentan ein Doppelbatteriesystem. Hier vorne haben wir uns ein Handschuhfach selbst gebaut aus einem alten Kennzeichen. Da hat man so alles drin, was man halt so während des Campens mal schnell braucht, zum Beispiel Mückenspray. Und hier haben wir ganz wichtig unsere iPad-Halterung, denn das iPad nutzen wir zum Navigieren und um zum Beispiel Stellplätze zu finden. Ja, ansonsten sieht man hier so das
allgemeine immerwährende Chaos mit lauter Sachen, die man so während der Fahrt braucht, wie zum Beispiel Wasser, Kaugummi und alles, was da sonst noch so seinen Platz findet. So, hinten ist unsere Küche, unser Kleiderschrank und unser Schlafzimmer. Wir haben uns für einen Engel-Kühlschrank entschieden, der hat 45 Liter, ist für 2 Personen sogar eigentlich fast ein bisschen zu groß. Da kriegt man auch alles Mögliche rein. Muss ich jetzt erstmal den Sitz umklappen? Machst du das vielleicht mal? Also hier oben haben wir noch so einen Einsatz drin, da kann man dann Gemüse reinlegen, man kann Bier und Wasserflaschen reinstellen und das reicht dann schon für eine ganze Weile. Und wenn unser Bett ausgeklappt ist, dann liegt das ganz knapp hier oben drüber und deswegen haben wir uns noch so einen momentan noch sehr provisorischen Auszug gebaut. Funktioniert aber eigentlich ganz gut. Also wir können hier den Kühlschrank dann bis zum Anschlag rausziehen. Das Bett geht dann bis hier und dann kann man eben den Deckel auch noch aufklappen. Das ist immer ein kleiner Kraftakt. Ja, und zum Schlafen müssen wir dann das Auto hier drin ein bisschen umräumen. Wir haben hier solche Plastikboxen, wo wir unsere Klamotten und Schuhe drin haben. Die oberen beiden kleinen Boxen kommen dann vorne auf die Sitze und dann wird hier hinten unsere Bettkonstruktion ausgezogen. Ja, die Bettkonstruktion ist eigentlich ganz simpel. Die liegt auf den Kotflügeln auf. Es sind 2 Bretter, 1 Meter, die auseinandergeschoben werden, in eine Haarschiene wieder zusammengesteckt werden, die dann von den vorderen Sitzen gehalten wird. Und dann haben wir eine 2 Meter mal knapp 1,40 Liegefläche, die wir hier drin vollkommen super nutzen können. Drumherum verdunkeln wir mit ganz simplen IKEA-Vorhängen, die auf Gummibändern befestigt sind. Und das ist dann unser Schlafzimmer. Genau, die kann man dann hier so drumherum ziehen auf diesen Gummibändern. Und für vorne gibt es das dann auch nochmal. Da kommt zwar morgens ein bisschen Sonne rein, aber es ist eigentlich ein relativ guter Sonnenschutz. Und es ist ja auch ganz schön, wenn man morgens mit der Sonne aufstehen kann. Alles, was man sonst noch so braucht zum Campen, wie hier zum Beispiel unser Wasserkanister, unser Campingtisch, der eigentlich ein Tapeziertisch ist, unsere Küche, Feuerholz und so weiter, das ist dann alles hier unten reingestopft. Das müssen wir dann halt immer wieder rausräumen. Da wird sicherlich in nächster Zeit auch nochmal einiges optimiert werden. Aber momentan sind wir eigentlich ganz zufrieden jetzt so mit dieser provisorischen Lebensweise. Warum ist es denn genau ein Landy geworden? Es hätte ja auch sonst ein Allradfahrzeug werden können, oder? Ja, wir wollten gerne so einen klassischen Geländewagen, schön kantig, und da sind eigentlich nur 3 in Frage gekommen. Mercedes G, viel zu teuer, Toyota Bush Taxi, ebenfalls viel zu teuer, und dann der letzte war natürlich der Defender, der damals noch produziert worden ist und deshalb noch nicht so in den Preisen explodiert ist, und deswegen ist es ein Landy geworden. Und dann haben wir erst gemerkt, was für ein Kultfahrzeug das eigentlich ist, und wir haben den jetzt mittlerweile auch so lieb gewonnen und fahren auch auf die Messen und treffen uns mit anderen Landy-Fahrern, weil es echt Spaß macht. Das ist eine richtige Community und ja. Aber ihr fahrt nicht nur auf Messen, ihr fahrt auch in Urlaub. Wo geht's denn als nächstes hin? Als nächstes haben wir noch gar nicht geplant, denn wir planen eigentlich wenig oder selten. Da wir zeitlich sehr eingespannt sind, werden wir viel in Deutschland rumreisen, einige schöne, auch vielleicht mal bekannte Orte besuchen und auch mal präsentieren. Diesen Sommer zumindest. Genau. Ab nächsten Sommer wird sich ein bisschen was in unserem Leben verändern. Da werden wir wahrscheinlich noch mal studieren und dann Semesterferien, jeder weiß es, haben wir halt ganz viel Zeit, und dann wird es sicherlich auch mal wieder längere Touren geben. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht in den Süden, vielleicht in den Osten. Keine Ahnung. Ihr werdet es dann erfahren. Und wo erfährt man es denn? Auf YouTube, auf unserem Kanal. Den könnt ihr hier lesen. Einfach bei YouTube eintippen und dann ploppen wir auch schon auf. Ganz schön cool, die beiden, oder? Und jetzt gibt es noch die Roomtour von Pascal und Dominik von Step by Step Traveler. Hi, wir sind Dominik und Pascal und wir zeigen euch jetzt mal unser Auto. So, wir haben einen Land Rover Defender 110 mit einer Gordy Gear Markise, einem Gordy Gear Dachzelt, und haben den selber innen ausgebaut. Kommt einfach mal mit rein in das chaotische Innenleben unseres Defenders.
Auf der linken Seite unsere Kleiderschränke, oben 3, unten nochmal 2 sehr lange, tiefe Staufächer, die jetzt blockiert sind durch diverse Taschen. Sehr schön, dann auf der rechten Seite noch eine Sitzbank, ebenfalls mit Staufächern unten drunter und eben zum Sitzen und auch mit ausziehbaren Schreibtischen zum Arbeiten. Sehr gut. Hier außen auf der linken Seite haben wir noch unseren Küchenschrank, wo wir dann auch immer kochen können, uns generell unter der Markise aufhalten können. Sieht man nicht, aber im Dunkeln ist er auch noch beleuchtet. Dann haben wir hier noch unsere Kühlbox, unsere Kühl- und Gefrierbox, wo wir dann alle möglichen Sachen kühlen können, wenn wir unterwegs sind. Dann auch immer ein schönes kaltes Getränk zur Hand haben. Schön. Ihr fahrt einen Defender, warum dann genau einen Defender? Ja, wir haben uns für den Defender entschieden, weil wir einfach ein bisschen flexibler sein möchten, wenn wir durch Europa fahren, dass wir vielleicht auch mal abseits der Straße ein bisschen fahren können, gerade wenn wir auch anfangs in Skandinavien unterwegs sind, dass wir da wirklich mal ein paar Pfade fahren können, die nicht an der Hauptstraße sind, sondern ein bisschen flexibler sind und da auch die Wildnis ein bisschen besser kennenlernen, und das ist der Defender einfach optimal für. Ja, zufrieden bis jetzt? Bis jetzt sind wir super zufrieden. Das mit den Reparaturen hält sich eigentlich auch bis jetzt noch in Grenzen und eigentlich können wir noch nichts Negatives sagen. Was uns jetzt natürlich alle brennend interessiert, wie schläft man denn in so einem Dachzelt? Erstaunlich gut. Also wir haben am Anfang auch gedacht, okay, hoch auf dem Dach, also in einem Zelt hat mit Sicherheit jeder schon mal geschlafen, aber oben auf einem Dach von einem Auto, gerade wenn es windig ist oder regnet, wie wird das so? Aber es ist eigentlich sehr entspannt. Man krabbelt hoch und am Anfang wackelt es noch ein bisschen, dann legt man sich hin und nichts mehr passiert. Also sehr zu empfehlen, sollte jeder mal ausprobieren. Dürfen wir da mal reinschauen? Sehr gerne. Ja, das ist unsere Schlaf- und Liegewiese. Könnte man sagen, wir haben hier 2,40 Meter mal 1,65 Meter an Schlafplatz, und das ist für uns beide, wir mögen uns zwar sehr, mein Bruder und ich, aber trotzdem wollen wir auch dann ganz gerne in Ruhe schlafen, und da haben wir hier einfach riesig viel Platz, und dann wir können sogar hier vorne noch rausgehen und dann auf unserem Dachträger die noch als Terrasse nutzen, um da noch ein bisschen rauszugucken und zu entspannen. Wir sagen auf unserem Kanal ja immer, Europa ist geil, und euch hat es auch irgendwie angefixt mit Europa, kann das sein? Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Europa ist erstmal so nah für uns, und weil wir auch in Europa leben, und deswegen wollen wir da erstmal anfangen und uns da alles anschauen und ja, mit Europa beginnen. Das heißt? Wir starten am 01.01.2019, also in einem bisschen mehr als einem halben Jahr. Unsere Europatour beginnt in Skandinavien. Dann, je näher es im Sommer kommt, auch je näher kommen wir den südlichen Ländern, sind also dauerhaft unterwegs. Das komplette Jahr ist geplant, auch zu verfolgen auf YouTube. Also schaut gerne mal rein bei Step by Step Traveler. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, auch fleißig kommentiert. Und ihr seid jetzt aber noch nicht unterwegs, das heißt, es kommen bis dahin viele Ausbauvideos, oder? Man kann bei euch noch das ein oder andere lernen. Ganz genau, also wir haben jetzt ja schon den Innenausbau gemacht, jetzt kommen noch ein paar Teile wie Unterbodenversiegelung, die Standheizung kommt noch. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen umgebaut, ein paar Sachen angebaut, und die Videos gibt es dann jede Woche Mittwoch um 17 Uhr bei uns auf dem Kanal. Ja, die haben beide einen Defender, und das wäre doch schon was, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Sollen wir von Karl zu einem Defender wechseln? Ja oder nein? Alle unten in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf viel Feedback. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den Abend. Also genießen ist vielleicht das falsche Wort. Ich schneide Videos, und Steffi hat auch noch das ein oder andere zu tun. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen am Samstag. Das wäre wahrscheinlich das Mittwochsvideo. Am Anfang weiß ich das jeweils einfach noch. Und ja, sagst du auch noch schnell Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, die Links zu diesen beiden YouTube-Kanälen, die findet ihr jetzt unten in der Infobox. Schaut doch mal vorbei. Das wäre ganz schön cool. Lasst ein Abo da und vielleicht auch einen Gruß. Und was machst du jetzt genau? Wir haben eine neue Solardusche gebaut, und ich teste die jetzt. Und wenn alles klappt, dann wird es demnächst ein Video zum Do-it-yourself Solarduschenbau geben. Ja, aber wir testen das jetzt erst. Also, das war's jetzt aber definitiv. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself.